An engem Artikel, den ich über Covid-Krise gelesen habe, stand der schöne Ausdruck legislativ Hyperaktivität, für das zu beschreiben, was die Regierung möchte. Kaum haben wir ein Covid-Gesetz hier in der Chambre gestimmt, da kommt schon das nächste. Dieses Gesetzesprojekt ist schon die 6. Änderung vom Pandemiegesetz annehmen permanent. Wir haben mal keine Zeit für zu gucken, ob Maßnahmen, die wir gerade geholt haben, gewirkt haben. Permanent ändern Regeln, wie so in Franzosen, Ordre, Contre-Ordre, Desordre, bei Weisheit zuletzt steht das durch einen ganz einfach Gambia. Das Hektik vermittelt nicht den Eindruck, vermittelt nicht den Eindruck von einer Regierung, die mit Trau an Evaluierung an einer schwierigen Situation handelt. Zahlen von den positiven Tests gehen wohl liegt drauf, an der Reproduktionsrate liegt bei rund 0,8%. Die Situation an den Kliniken entspannt sich, wenn auch ganz los. Notwendigkeit von neuen Maßnahmen, also aus medizinischer Sicht, alles nicht wie evident. Das letzte Gesetz zum Covid hat man den 15. Dezember gestimmt, und nicht mehr spät wie 3 Tage danach hat der Regierungsrat neue Maßnahmen an Aussicht gestellt. Und dabei haben wir gesagt, es soll immer 14 Tage werden, für zu gucken, was die anderen Maßnahmen alles gebracht haben. Wir hatten noch das, was wir hauptsächlich stimmen, auch kann den 15. Dezember mit integrieren. Für die anschneidenden Decisionen kann die Regierung sich tagsüber nicht auf faktuell Grundlage stellen. Madame Gesundheitsminister so drum, die Neumesuren basieren nicht auf konkrete Chiffren, tauschen von den infizierten Leuten, was nicht, wo sie sich am Virus angestachelt haben. Ernst ausgedrückt, die Regierung spielt teils plane Manöver auf Kosten von der Gesellschaft, unserer Freiheit, anzulasten von unserer Ökonomie. Da der jedenfalls nicht mit den neuen Maßnahmen einverstanden. Wir hatten noch schon eine Motion für kurzem deponiert, dass die Geschäfte sollen abbleiben. Hier hat sich schon gewiesen, dass es bisher nicht zu Infektionsclustern an die Geschäfte selber kommt. Das war auch als Position zum Moresca-Sektor. Sie sollen können abhalten, weil sie haben sich schon an Spielregeln gehalten. An der Cluster war auch nicht da. Für Entreprisen am Kommerz, an einem anderen Sektor, also da war ganz wichtig, dass die verhebten Entlosungen so weit wie möglich schon präventiv entgegengewirkt wird. Dafür machen wir einen dringenden Aufruf an die Regierung, für einen gewissen wichtige Forderungen umzusetzen. Demnach sollen noch schon Entreprisen von der staatlichen Hilfe können profitieren, man die 30% von ihrem Chiffre d'affaires haben. Das Hilfe muss auf all Betrieb gelten, mit den Relance kumulable Ochsen. Wir erinnern noch an eine Forderung für die Chômage partiell bis zu einem Plafond von 250% von unqualifiziertem Mindestlohn von 80 auf 100% zu heben. Das ist so unverantwortlich. Der sportliche Sektor, den am internationalen Kompetitionen spielt, Land zu lehnen, etwas, was sonst kein Land an Europa möchte. Auch hier gehen Existenzen vernichtet an Betriebe an Verhitten getrieben. An der was, dass wir als AD grundsätzlich der Überzeugung sind, dass der Staat sich nicht an Privatsphäre von direkt anmischen. Zum Beispiel ist der vorhin ein Koppel, was doch nicht inkohärent ist, bei mich alle dafür essen, von 2 Personen, mir nur im Ersten, der von dem nicht man nicht spazieren gehen oder mal Mann zusammen gehen, mengen, du musst in der Legenden da aber mal erklären, du hast keine Logik dran. Man denke nicht, dass ein Ausgangssperr zu einer freien Gesellschaft passt. Aber man schon in den Ausgangssperr wären, die 11 Uhr angefangen hat, da kann ich bestimmt vorstellen,
was man von enger Halen, die schon um Ningauer erfängt. Die Regierung behandelt heute Lützburger an Eisenach wie Kleinkanner um Ningauer. Gleich nur der Rest der Pressekonferenz von der Regierung, von dem der kann ich sagen, mussten sie an Bett. Ich muss nicht schlafen, das ist richtig. Die sozialen und ökonomischen Konsequenzen von all den neuen Maßnahmen muss ich noch bedenken. An einer schon wie angespannter Finanzsituation vom Staat muss alle neue Belastung für als Ökonomie besonders kritisch geguckt gehen. Was würde mehr als RDR? Erstens hätte mir gern, dass direkt der SAP-Spidolsreform vom 7. Februar 2018 aufgeändert wird. Der RDR hat dazu eine Proposition de loi gemacht. Die Eisermeinung noch müsste eine absolute Priorität kriegen. Aber der Minister Lehnert hat selber auf einer Coupé den 16. Dezember zugehen, dass die Gesamtanzahl von den Spidolsbetten zwischen 2011 und 2019 raufgegangen ist. 2716 Spidolsbetten am Jahr 2011 und 2659 Spidolsbetten am Jahr 2019. Wohlgemerkt nicht nur par rapport zu der Population, mir auch an absoluten Zahlen als Zahl von den Spidolsbetten raufgegangen. Dasselbe steht durch die Stadtdeck. Der will die Situation so sehr wie möglich ändern. Der insistiert darauf, dass der zukünftige Militärspidol genug Personal und Material kann zur Verfügung stellen, für bei Krisen, Pandemien, Attentaten oder Konflikten dem Gesundheitssektor effikaz und kurzfristig zur Seite zu stehen und zu verstärken. Der hat schon lange gefroht, dass die Regierung der Chambre soll ein Konzept für so ein Spidol vorzustellen. Was es aber noch für Anfang 2021 versprach gouf. Man hat ihn so gefroht und an dem Sinn ein Coupé gestaltet, was man den positiven getesteten Personen als stationärer psychiatrischer Behandlung geschickt. Auch hier erwarten wir es Antworten von der Regierung. Zweitens verlangen wir, dass die Regierung endlich ein Konzept vorlegt für die Eheleute mit größter Möglichkeit, dass die besser protegiert und geschützt werden. Wenn die Infektionen an die Strukturen für Eheleute angeht, darüber kommuniziert die zuständige Minister nicht. Dabei als bald all dritten Covid-Todischen aus einem Alters- oder Pflegeheim. Und das nicht gewusst, wie hoch ihren Anteil ist, die an den Klicken verstorben sind. Das ist so, das Thema sich stets selber über losbleiben. An den zuständigen Minister hat bislang kein klares Konzept ausgeschafft, er schafft doch an dem Sinn nicht mit der Santé zusammen. Die Regierung ist nicht präsent, sie ist ineffizient, also sie bleibt passiv. Wir sind in Zeit, wo wir gesehen, dass der Sektor selber ist. An der Form zwar von einem 3-Stufen-Plan von der COPAS die Konzepte ausschafft, erfährt, die da von der Regierung akzeptiert gehen. Wir sagen der COPAS, merci dafür, dass sie die Initiative an Verantwortung weist, an der die Regierung da fehlt. Am keinem Sektor hat die Regierung mehr versucht, wie beim Schutz von unseren älteren Mitbürgern, die an einem Heim leben. Gerade hier müssen an dem Sektor die größten Erfolge gemacht gehen. Ich gesehen, Herr Präsident, meine Zeit tritt ein bisschen auf. Ich übersprang nicht nur hin und den anderen Punkt. Wir verlangen drittens, dass am öffentlichen Transport mehr Anstrengungen gemacht gehen. Ich denke dort zum Beispiel an die Suppression von den rund 1700 Buslinien, die nur in der Stadt gemacht wurden, für den Tram zu ersetzen oder auszugleichen
Gerade die Suppression hat dazu gefordert, aber leck zwingen, all an den Tram ranzuklammen. Hätte man hier einen Parallelismus angeführt, wenigstens an die Spitzenstunden, dann hätte man hier eine Infektionsrate gehabt oder ein Kind gewirkt. Das geht dann, das irresponsabel an einer Zeit von diesen Covid-Zeiten. Das geht dann auf Konto vom geringen Transportminister François Bausch, den immer sieht, nicht keine Alternativen. Und er hätten da gehabt und hat sie nicht geholt. Was die Situation an den Schulen angeht, also der Platz, wo sich dem Herr Minister Meischner nicht kann erstechen, begrüßen wir, dass endlich auf den Homeschooling zurückgegriffen wird. Aber wir kritisieren, dass der Herr Meischner immer meint, er braucht sich nicht mehr zwingen, Aussehen aufzuschwätzen. Wer zum Beispiel auch den OGBN ganz scharf kritisiert. Von diesem heißt es sogar, dass den Dialog total fehlt und den Diktat durch den Fait accompli Regel aus. Obrecht war für kurzem auch Lehrpersonal aus dem psychosozialen Bereich, der sich gefragt hat, ob so ein Schulminister nicht zu drohen ist, und hat sogar einen Brief an die Chambre adressiert, für zu fragen, ob die Gag Martine gemerkt gäf. Den Dialog an die Transparenz, die DP für sich in Anspruch hält, fehlt komischerweise gerade da, wo die DP politisch Verantwortung dreht. Herr Präsident, ich hätte noch ein paar Sachen, ich gehe dann nur zum Schluss, weil ich gesehen habe, Zeit das ein bisschen überschrott. Meine Redezeit, voilà, Herr Bauer, vielmals merci. Ja. Herr Bauer, hat den Herr Engel ganz nee. Entschuldigung, ich war mir das nicht bewusst. Zum Schluss, also die Impfungen, da äußere ich mich nicht, weil da haben wir eine Aktualität angefragt. Und dafür will ich als Zeit nicht drüber gehen. Ich habe ein paar Sachen übersprungen, aber das kann man da bei der nächsten Gelegenheit nachholen. Mir war am schlimmsten, da käme ich zum Schluss, war an den Augen von der ADR, dass die Regierung ursprünglich mit diesem Gesetz auch die ganze Fonction publique wollte zu Denunzianten degradieren. Herr Präsident, wie darf aus dieser Regierung gefallen? Gott sei Dank hat die Reaktion von der Opposition, der breiten Öffentlichkeit, von Gewerkschaften und anderen dazu gefordert, dass das Idee nicht sehr Fälle losgeht. Mir Tatsache bleibt, Gambia wird auf eklige Methoden zurückgreifen, wie sie sonst nehmen, praktisch an Diktaturen existieren. Und das unter einem liberalen Staatsminister. Es gibt an diesem Land definitiv Zeit für eine politische Wechsel. Der stimmt dann natürlich selbstverständlich gegen das Gesetz. Ich hätte aber nach einer Motion, und zwar zu den FFP2-Masken, die am Fongol von Fuldelegden konsideriert gehen oder programmiert gehen, für die unzuschärfen und wäre besserer Schutz für diese Lekt. Und ich gebe in dem Sinne eine Motion deponieren, für die Regierung und Land soll dem entgegenwirken.